Nanu. Guten Morgen, Herr Regierungsrat. Er ist ja noch gar nicht da. Und die Uhr hat doch schon 9-mal geschlagen. Ja, was sagen Sie dazu? Dann geht die Uhr falsch. Nein, nein, die Uhr geht richtig. Das hat es ja noch nie gegeben. Er hat sich doch wohl nichts angetan. Weil Sie ihn gestern bei der Beförderung wieder übergangen haben? Ja, was denn wohl anderes? Ist aber auch eine Gemeinheit. Ich meine, alles, was recht ist. Da sitzt dieser arme Mann seit 12 Jahren auf seinem Posten und rackert sich an. Alle puckeln sie ihm die Arbeit auf. Hier, mein lieber Ditscher, wenn Sie denn eben Lust haben. Ja, er macht die Arbeit und die anderen machen Karriere. Moin, Herr Regierungsrat. Moin, Herr Assessor. Nanu, wo steckt er denn? Stellen Sie sich bloß vor, er ist noch gar nicht da. Ist nicht wahr. Ich sehe mal nach, ob er irgendwo im Hause aufgehalten worden ist. Ja, machen Sie das. Na, Freund Dietrich? Na, Herr Assessor. Freund Dietrich, heute haben wir schon wieder Sonnabend. Na und? Wie steht das denn mit unserem Ausflug? Heute? Nee, das geht überhaupt nicht. Haben Sie Angst vor mir? Nee, aber vielleicht vor mir? Denn mögen Sie mich also leiden? Fragen Sie doch nicht so dösig, das wissen Sie doch. Aber wenn ich jetzt Ja sag und wir beide da so ganz allein draußen in der schönen Natur... Oh. Nee, das darf ich meinem Zukünftigen nicht antun. Wer ist das denn? Das weiß ich noch nicht. Aber ich bin sicher, dass er irgendwann angetanzt kommt. Ach, an den müssen wir denn doch jetzt noch nicht denken. Ich schon. Schauen Sie mal, ich bin bloß eine kleine Tippmamsell. Und in den Ehestand bringe ich bloß mich selbst mit. Das ist meine ganze Mitgift. Das ist nicht viel. Aber wenn ich da vorher auch noch was von so einem kleinen Kapital verschenke, dann bleibt für den armen Kerl ja gar nichts mehr übrig. Dann soll ich also allein mit meinem Motorrad lossausen, mit nichts als frischer Luft auf dem Sozius hinter mir. Und ich hatte mir das schon so fein ausgemalt. Sie sitzen hinter mir und immer wenn es um die Ecke geht, kriegen Sie es mit der Angst und drücken sich ganz fest an mich ran. Ich kriege aber keine Angst. Sie könnten zumindest so tun. Ich kenne einen Weg, wo eine Kurve nach der anderen kommt. Wenn das so ist, komme ich mit. Wirklich? Aber heute Abend muss ich wieder zu Hause sein. Und wenn Sie sich die ganze Zeit gut benehmen und artig bleiben, kriegen Sie zum Abschied auch einen Kuss. Versprochen. Versprochen. Morgen! Mein Herr Oberregierungsrat, ich hatte noch gar keine Gelegenheit, Ihnen zu Ihrer Beförderung zu gratulieren. Danke, danke, mein lieber Assessor. Hat wohl ordentlich für Puhai gesorgt, was? Ja, ich muss zugeben, ich war auch ganz baff. Hab erst nächstes Jahr damit gerechnet. Missgünstige Leute werden nun wieder sagen, Protektion. Kein Wunder, wenn man Onkel hat, der Senator ist. Feuer frei. Danke, danke. Was hat denn unser guter Regierungsrat dazu gesagt? War er gnatschig? Naja, er wartet da ja schon seit Jahren drauf. Wo steckt er überhaupt? Ist noch nicht da. Och, das ist aber ärgerlich. Diese Dingsbums, diese Frau Abgeordnete, dieses grässliche Frauensmensch. Ach, Frau Haubenschild. Genau. Die schleicht hier schon wieder im Haus rum. Die wird sich doch bestimmt wieder beschweren. Wenn die einen erstmal zu fassen hat, dann kommt man nicht wieder los. Die wollte ich mir vom Hals halten. Entschuldigung. Büro des Herrn Regierungsrat Ditscher. Nein, noch nicht zugegen. Wer denn dort? Ach, Frau Regierungsrat. Sehr gern, die Frau. Jawohl. Ja, ich will es Ihrem Herrn Gemahl gern ausrichten. Bitte sehr, gnädige Frau. Auf was? Auf Wiedersehen. Wer war das, seine Frau? Ist gerade von einer Reise zurückgekommen, hat vom Bahnhof angerufen. Sie will sich die Wohnungsschlüssel holen. In einer halben Stunde ist sie hier. Der gute Ditscher soll ja eine hübsche Frau haben, nicht? Kennen Sie sie? Sie war noch nie hier. Ist überhaupt ein Jammer, dass wir hier nicht öfter Damenbesuch kriegen, nicht? Entschuldigung, die Herren. Die Frau Abgeordnete ist nebenan und möchte gerne den Herrn Oberregierungsrat sprechen. Na bitte, da haben Sie doch schon Damenbesuch. Die Haubenschild? Gott's denn mir bei. Die wird mir doch bestimmt wieder den ganzen Vormittag die Ohren voll sabbeln. Viertelstunde bin ich schon hier. Man kann sich auch nicht totarbeiten, ne? Stellen Sie bloß vor, Herr Assessor, der Regierungsrat ist immer noch nicht da. So langsam kriege ich Angst, wenn der mal nicht von der Welt gegangen ist. Ach was? Der hat den Gashahn aufgedreht. Malen Sie mal nicht den Teufel an die Wand. Ich sehe ihn schon richtig vor mir. Den guten, seligen Regierungsrat.
wie er die Himmelsleiter raufklettert mit seinen kurzen Stummelbeinen und oben an die Himmelstür klopft und Petrus macht ihn auf, der gute Ditscher geht rein und sagt doch mal, Tut mir leid, ich bin zu spät. Da sind Sie ja, Herr Regierungsrat. Selbst und höchstpersönlich. Ja. Was glupschen Sie mich denn so an? Bin ein bisschen zu spät, na und? Darf ich das nicht auch mal? Was geht Sie das überhaupt an? Er hatte Angst, dass Ihnen was passiert ist. Recht hat er. Mir ist ja auch was passiert. Was denn? Oh, danke, Wacker, danke. Was denn? Oh, wenn Sie mich tothauen, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wacker. Wacker! Ich weiß bloß, dass ich einen abartigen Brand habe. Oh, ein Brand. Ich könnte die ganze Alster austrinken. Ach so, ich verstehe. Mein lieber Assessor, ich, der mich nun mein Leben lang bloß ans Sprudel festhalte, muss wohl in der letzten Nacht zu viel Rotwein gehabt haben. Ja. Bis an die 3. Buddel, da kann ich mich noch erinnern. Ja, aber dann weiß ich nichts mehr. Wie ich nach Hause gekommen bin, wann ich nach Hause gekommen bin, keine Ahnung. Kein Wunder bei all dem Wein. Ja. Oh, mein Kopf. Ich kann das gut verstehen. Ich meine, wo Ihnen gestern doch so mitgespielt worden ist, dass Sie sich den Ärger von der Seele spülen wollten. Sehen Sie, mein junger Freund, bleiben Sie sitzen, Sie wissen, was ich meine. Ja, ist das nicht reinweg schändlich, wie die mich hier rumschubsen? Ich ärgere mich ja nicht so sehr meinetwegen, aber meine Hedwig. Naja, Sie wissen ja, wie Frauen so sind, nicht? Sie ist ja dahinterher, dass wir vorankommen. Ja, sie will ja nun absolut Frau... Moment. Oberregierungsrat werden. Das Glück, dass sie noch verreist ist. Ach ja, richtig. Ihre Frau hat vorhin angerufen. Sie kommt gleich und will die Wohnungsschlüssel holen. Das ist es ja. Was ist es ja? Ich hab die nicht mehr. Die muss ich letzte Nacht irgendwo verloren haben. Wie sind Sie denn in Ihre Wohnung reingekommen? Ja, da denke ich schon den ganzen Morgen über Nacht. Entschuldigung, Herr Regierungsrat. Ja. Draußen steht eine Dame, die möchte gern mit Ihnen sprechen. Lassen Sie sie rein. Jawohl. Das ist sicher Ihre Frau, da will ich nicht länger stören. Bitte sehr. Nicht Dicker, Ditscher. Na? Nanu? Hast deinen Rausch ausgeschlafen? Du hast ja bös einen Tee gehabt, du. Erlauben Sie mal. Mit wem habe ich die Ehre? Das ist nicht schlecht. Du bist für immer noch blau. Ja, Sie kommen mir allerdings bekannt vor. Da oben so. Na, ich bin das doch. Deine Tutti. Meine Tutti! Wer bitte? Du spiel hier mal nicht den Heimdummer, Jan. Bitte. Brauchst nicht Angst zu haben, dass ich dir mal Lischen mach. Ich will dir nur deine Wohnungsschlüssel zurückbringen. Wie kommen Sie denn an meine Schlüssel? Die habe ich mitgenommen, als ich letzte Nacht von dir weg bin. Was hatten Sie denn in meiner Wohnung zu suchen? Na, ich habe dich doch ins Bett gebracht. Gottes Willen. Ich bin Ihnen doch nicht, wie soll ich das sagen, zu nahe getreten. Du hast dich benommen wie so ein... Wie so was? Wie ein Kavalier. Muss ich besoffen gewesen sein. Aber sagen Sie mir doch bloß mal, wo haben wir uns denn nun eigentlich kennengelernt? Na, bei Kaffee Käse. Wie bin ich da dann reingekommen? Ganz mit Gefühl und Wensch. Aber wenn ich daran denke, mit was für einem Schwuppdiwupps Sie da wieder rausgeflogen sind. Schon wieder was Neues. Wieso bin ich denn da rausgeflogen? Na, das war doch so.
Sie sind da reingekommen, haben sich zu mir an den Tisch gesetzt und wir haben gemeinsam eine Bolle Sekt ausgetrunken. Sekt. Auf einmal haben Sie das heulende Elend bekommen und mir Ihren Kummer gebeichtet. Ihren Kummer, dass Sie eigentlich viel lieber Ober geworden wären. Ich habe zuerst gar nicht gewusst, was Sie überhaupt meinen. Ach, dann haben Sie mich wohl für einen Kellner gehalten. Ja. Aber dann haben Sie mir erzählt, was Sie sind und dass ein anderer befördert worden ist. Dieser Handudel, den Sie nicht riechen können. Ja, so ist das, ja. Und der ist nun Oberhanddudel geworden. Ja. Aber sagen Sie mal, das habe ich Ihnen alles erzählt? Ich habe Ihnen dann gut zugeredet und nach ein paar Cocktails waren Sie wieder quietschfidel. Naja, bis dann der große Krach kam. Krach? Daran können Sie sich doch noch erinnern. Ja. Nee. Ja, es dämmert. Ja, so, dann kommt er wieder zurück. Ja, und weiter? Soll ich weiter erzählen? Ja, also an dem Tisch nebenan, da saß doch so ein alter Knabe. Mit so einer harten Nase. Ach so, ja. Der sah aus wie so ein Kakadu. Ja, der hatte doch schon die ganze Zeit mit mir rumpussiert. Und über Sie hat er faule Witze gemacht. Also das ist ja eine Frechheit. Als er dann aber rüberkam, mich in den Arm nehmen wollte und gesagt hat, schick diesen Trauerkloß mal in die Wüste, meine Süße, und komm zu mir rüber. Oh, da sind Sie furchtbar rabiat geworden. Ja. Das sieht mir ähnlich. Ja. Sie haben dem ganz schön was gehustet. Mein guter Mann, wenn Sie die Dame nicht Stand-up in Ruhe lassen, dann gibt das was an die Backen. Ja, fein. Ja, und. Hat das dann noch ordentlich gekracht? Aber gewaltig. Wunderbar. Ja, so kenne ich mich. Ja. Wo ich hinhau, da wächst kein Gras mehr. Ja. Nee, er hat Ihnen eine gelangt. Er hat wem eine gelangt? Er hat Ihnen eine gelangt. Er mir? Er dir. Aha. Dann habe ich das doch nicht geträumt. Oh, das gab ein furchtbares Theater. Der Wirt hat uns vor die Tür gesetzt. Ich habe dich ins Taxameter gepackt und nach Hause gebracht. Das ist wirklich nett von Ihnen. Ja, das werde ich Ihnen nie vergessen. So, und tun Sie mir den zweiten einzigen Gefallen und verschwinden Sie. Meine Frau kommt gleich hierher. Ja, und wenn die Sie sieht, dann kriege ich das dick. Oh, keine Angst, ich mach mich dünn. Dickerchen. Dickerchen. Aber habe ich gerade 200 Gramm abgenommen. Oh, Madame Tutti, Ihre Tasche. Der Herr Regierungsrat steht Ihnen zur Verfügung. Besten Dank. Wenn Sie bitte hier reinkommen wollen, Frau Haubenschild. Frau Abgeordnete, wie ich mich freue, Sie zu sehen. Das glaube ich Ihnen nicht, Herr Regierungsrat. Ganz im Gegenteil, Sie ärgern sich. Aber gnädige Frau. Und Sie auch. Alle suchen Sie doch das Weite, wenn Sie mich nur von Weitem sehen. Ja, ich gehe Ihnen auf die Nerven, das weiß ich, aber da habe ich mich schon längst dran gewöhnt. Wenn ich in der Bürgerschaft die Rednertribüne besteige und will eine Rede halten, bums ist der Saal leer. Und warum? Warum? Ja, warum? Ich halte meinen Zuhörern einen Spiegel vor die Nase, in dem sie sich selbst wiedererkennen. Diese Sittenlosigkeit, ja, die muss endlich die Hände haben. Und da muss behördlicherseits mit strenger Hand gegen angegangen werden. Ich selbst bin Präsidentin von über 200 Frauenvereinen. So viel? Wie viel? 200 in Worten 200. Donnerwetter. Ja, und all unser Leben und Streben gilt unserer verlotterten Generation. Ja, damit wir sie wieder rausziehen aus diesem Morast, in dem sie ja sonst ersticken müssten. Ja, und Sie müssen da mit mir an einem Strang ziehen. Jawohl, ich ziehe mit. Das freut mich. Wollen Sie sich nicht setzen? Danke. Danke, ja? Danke, nein. Jeden Tag kriege ich von überall her dicke Briefe mit Beschwerden. Ja. Und diese Briefe sind Zeugen dafür, wie skandalös es bei uns schon aussieht.
Ja, Schande wert. Hier, ich habe das hier alles in diesem Bericht ganz genau aufgeschrieben, mit Punkt und Komma. Und zuallererst steht hier, was der Teufel Alkohol alles an unserem Körper anrichtet. Ja. Und bei wie vielen Leuten führt dieser Genuss zur totalen Verblödung? Sie selbst sind doch das beste Beispiel. Wie meint Sie das denn? Dass es auch anders geht. Ich sehe doch, dass Sie Wasser trinken. Ach so, ja. Für mein Leben gern. Ja, kann ich mich richtig reinsetzen. Ja. Also dann Prost auf Ihr Spezialisten. Ja, vielen Dank. Und in einem anderen Kapitel geht es darum, dass die Frauen beim Sport immer mehr von ihrer Weiblichkeit zeigen. Öffentlich. Vor allen Leuten. Naja, ich treibe ja selbst Körperkultur, nicht? Aber doch zu Hause bei geschlossenen Vorhängen. Das ist sehr rücksichtsvoll von Ihnen. Natürlich, also wenn ich mir vorstelle, ich soll mich da hinstellen mit nichts an als ein dünnes Trikot. Entsetzlich! Ja. Und vor allen Dingen will ich, kommen Sie mal in hier mit her. Ja. Vor allen Dingen will ich, dass Sie ein scharfes Auge auf diese sogenannte Wochenendmode haben. Ja, das ist ja auch wieder so ein Quatsch, der von Amerika zu uns rübergeschwappt ist. Ne? Ja, genauso wie diese Negertänze. Der Onkel Bumba aus Columba tanzt Rumba. Oh. Gehört hier nicht her. Also, Stadtmenschen beiderlei Geschlechts machen sich Sonnabend für Sonnabend auf den Weg. Aufs Land, an die Seen. Sie sagen, sie wollen in der freien Natur ein bisschen ausspannen, wollen Körper und Geist frisch und gesund halten. Aber in Wirklichkeit? Worum geht es Ihnen in Wirklichkeit? Na! Verbotene Lustbarkeiten! Oh. Ja, da steht Ihnen der Sinn nach. Oh, meine Herren, was da alles passiert, wie das dazugeht. Ich habe das hier alles in diesem Bericht auf dem Poeng dokumentiert. Das Liebesleben in der Natur. Und seine Praktiken. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Ich meine doch mit noch mehr Beispielen. Ja, dies hier ist doch bloß eine kleine Auslese. Oh, danke. Also, bis ich diese kleine Auslese. Entschuldigung, der Herr Regierungsdirektor ist gerade aus dem Urlaub zurück. Oh, dann könnte ich ihn ja vielleicht gleich mal eben selbst. Ja, warum nicht? Ja. Herr Regierungsrat, wenn Sie vielleicht so freundlich sind. Ja, mit Vergnügen, ja. Spielt schon den Chef. Oh, bitte nach Ihnen, nach Ihnen, Frau. Dankeschön. Nichts und so, ja. Ja, natürlich. Ach, ich hab noch was vergessen, Dickerchen. Oh, Dünnerchen. Pardon. Ich hab gedacht, der Herr Regierungsrat wäre noch hier. Aber beste Frau, bleiben Sie doch hier. Ja. Sagen Sie mal, wenn ich nicht auf dem Holzweg bin, denn ja, nee, wir kennen uns doch. Ja, Sie kommen mir auch bekannt vor. Ja, natürlich. Können Sie sich noch darauf besinnen, vor 3 Jahren in Travemünde. Aber richtig, ja. Da war doch dieser Abend im Kursaal. Wo der Preis für die eischesten Beine vergeben wurde. Und Sie haben ihn bekommen. Ja, das haben wir dann in dem ein oder anderen Lokal gefeiert. Bis zum nächsten Morgen. Ja, das war eine vergnügte Nacht. Och Gott. Oh, wollen Sie sich nicht... wollen Sie sich nicht setzen? Ja. Wissen Sie auch, dass ich mich damals gewaltig in Sie verguckt habe?
Aber ich konnte nicht bei Ihnen landen. Ach ja, damals war ich ja verlobt. Na und heute? Heute hätten Sie vielleicht mehr Chancen. Denn sind Sie also frei? Ja, ich bin verheiratet. Das ist gut. Na, so ganz glücklich ist Ihre Ehe wohl nicht, was? Ach Gott, ja, mein Mann ist fidel wie so eine ganze Packung Schlaftabletten. Und auf der anderen Seite, als Frau braucht der Mensch ja auch seine Sicherheit. Und er hat ja sein festes Gehalt als Beamter. Beamter? Ah, ich verstehe. Sie sind bestimmt baff, mich hier zu sehen. Aber ich hab hier nämlich vorhin meine Handtasche liegen gelassen. Hoppala. Ich bin Wegen des Wohnungsschlüssels gekommen. Das wissen Sie? Ich weiß über alles Bescheid. Ja, aber warum denn mitten mal so förmlich? Was sind Sie denn nun eigentlich? Auch Regierungsrat? Mehr. Ich bin gestern aufgestiegen. Dann sind Sie dieser Oberhandel. Was bin ich? Ach, hat er mich so genannt? Ja, aber das dürfen Sie ihm nicht krumm nehmen. Er hat sich zu doll geärgert. So, nun muss ich aber. Pardon. Können wir uns nicht mal wiedersehen? Ja, warum denn nicht? Das wäre ja famos. Wie wäre das denn mit einem kleinen Wochenendausflug? Abgemacht, mein Schnuckel. Wirklich? Heute geht das wohl nicht, oder? Auch abgemacht. Ja, wunderbar. Aber Ihr Mann... Mein Mann. Ah, ich verstehe. Mein Mann. Ja, das lassen Sie mal meine Sache sein. Dem werde ich was erzählen. Denn ist das also abgemacht? Wo wollen wir uns treffen? Sagen wir Punkt 2, Hauptbahnhof Südstich. Ich werde mit heißem Verlangen auf Sie warten. Ach, du wilder Schlingel! Schlingel? Ja, bin ich. Wochenend und Sonnenschein und dann mit ihr im Wald. Oberhandudel? Na wart! Moin, mein lieber Nitscher! Oberregierungsrat von Gierst. Glückwunsch zur Beförderung. Ich weiß, dass ich in Ihrer Schuld stehe, Herr Regierungsdirektor. Naja, ist wohl so, dass ich als Personalreferent Sie vorgeschlagen habe. Das habe ich gewusst, Herr Regierungsdirektor. Mein Onkel, der Senator, hat sich auch sehr gefreut. Sie Er lässt schön grüßen. Vielen Dank. Wieso sind Sie eigentlich heute schon wieder im Büro? Sie haben doch noch bis morgen Urlaub. Naja, wenn ich geahnt hätte, dass Sie mir zur Begrüßung die Haubenschild auf dem Hals setzen. Ja, das ist nicht leicht mit ihr. Noch dazu, wenn man in Gedanken noch bei so einer schnuckligen Deren ist. Ah. Leider habe ich sie erst heute Morgen in der Bahn kennengelernt. Ah, so ganz nach meinem Geschmack. Groß, schlank und elegant, eine feine Dame von Bubikopf bis Stöckelschuh. Und wie gut man sich mit ihr unterhalten kann. Rendezvous abgemacht. Nee, ging leider nicht. Aber ich will hoffen, dass ich sie bald... Vorhin auch was sehr Komisches passiert. Ich habe nämlich endlich die Frau unseres Kollegen Ditscher kennengelernt. Ah ja? Und wissen Sie was? Ich kenne sie noch von früher. Oh, wie sieht sie aus? Wunderbar. Schmucker Vogel. Viel zu jung für ihn. So. Deshalb hat er sie auch wohl immer vor uns versteckt. Ich meine, vor zwei eingefleischten Junggesellen wie uns. War einfach zu gefährlich. Ja. Bitte, Herr Regierungsdirektor. Merci. Pas de quoi? Pas de was? Quoi? Aha. Sei mir nicht böse, meine Liebe, aber ich habe nun überhaupt keine Zeit für dich. Hedwig, wo bleibst du denn? Also hier sind die Schlüssel und wenn du mir eine Freude machen willst, ja, dann siehst du nun zu, dass du verschwindest. Also, hör mal. Das ist mir ja eine schöne Begrüßung. Ich komme nach 2 langen Wochen nach Hause. Und du gibst mir nicht mal einen Kuss? Sollst du haben, mein Hedilein. So, raus mit dir. Aber das Wichtigste, das hast du mir ja noch gar nicht erzählt.
Ach so, ja. Ja, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ja, also, Maria, unser Dienstmädchen, ist Hals über Kopf weg. Wieso das denn? Uns war es doch schon aufgefallen, dass ihr Bauch immer dicker wurde, ja? Und uns hat sie doch erzählt, das käme von der Wandernierin. Das ist gelogen, war ein Wanderbursche. Ja. So, raus! Nix da! Ich gehe erst hier raus, wenn ich weiß, ob das mit deiner Beförderung geklappt hat. Also, bist du nur Oberregierungsrat? Ja oder nein? Ja. So kann man das nicht sagen. Ach, ich weiß schon Bescheid. Sie haben dich also wieder übergangen. Ja, wie kann denn sowas bloß passieren? Mein Zeit, ich habe eben niemanden, der für mich kungelt und ein gutes Wort einlegt. Ja, bei wem? Beim Personalreferenten. Ja, und wer ist das? Der Regierungsdirektor Bredenbeck. Ach, an dem liegt das, ob du befördert wirst oder nicht. Ja, liegt alles bloß an ihm. Vielleicht kann ich da ja was für dich tun. Du? Er hat nämlich mehr als bloß ein Auge auf mich. Auf meine gute Bekannte geworfen. Und wenn die das Pleatsch anstellt... Also komm mal nicht mit so krumme Sachen, ja? Also du kennst mich. Das ist verboten und ich will nicht, dass das überhaupt... Riech doch nicht so auf. Ja. Das war doch bloß so eine Idee. So, und nun lass dich nicht lange aufhalten und nimm dir das Ganze nicht so zu Herzen. Dann warten wir eben noch ein bisschen. Na siehst du, das ist ein Wort. Ja. Ach du, seit gestern wusste ich nicht ein und nicht aus. Ich habe in einer Zeit immer nur nachgedacht, wie sag ich's meinen beiden? So, nun weißt du das und nun geh nach Hause, ja? Ich habe überhaupt keine Zeit. Leo! Ach so, ja. Tschüss, mein Hedelein. Regierungsdirektor Bredenbeck. Stimmt. Ach, Herr Regierungsrat, was ich noch... Oh, pardon. Sie? Meine Dame aus der Bahn? Ja, ich. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber bitte, setzen Sie sich doch, ja? Ich muss mich überhaupt noch dafür entschuldigen, aber wir waren ja nicht einen Augenblick allein in unserem Abteil und da ich Sie doch zu und zu gern wiedersehen wollte... Da haben Sie einfach mein Zigarettenetui aus meiner Handtasche geluchst und dafür Ihre Visitenkarte da reinbuxiert. Dann mussten Sie doch mit meinem Besuch rechnen. War doch ein famoser Trick, oder? Ja, aber eigentlich auch ein bisschen frech. Zigarettenetui gefunden. Gegen Belohnung? Abzuholen bei Regierungsdirektor Bredenbeck. Hallerstraße 86, Hochparterre links. Ganz schön Pleatsch. Ich bin lieber hierher gekommen. Ja, aber das ist noch nicht mal mein eigenes Büro. Nicht? Oh, dann bin ich ja wohl zur verkehrten Tür hereinspaziert. Ja, dies hier ist das Büro von Regierungsrat Ditscher. Ach. Und das wäre Ihnen doch bestimmt nicht recht, wenn der Sie hier mit mir antreffen würde. Nee, ganz und gar nicht. Also, darf ich nun meine Etui bitten? Oh, ja. Bitte. Witzwort. Und wo bleibt meine Belohnung? Na, das hat die Welt ja wohl noch nicht erlebt, dass ein Dieb für seine Klauerei auch noch eine Belohnung kriegt. Aber bitte, was verlangen Sie? Dass ich Sie wiedersehen darf. Na, da lässt sich drüber verhandeln. Wirklich? Oh, bitte. Danke. Dann lassen Sie mich auch gleich einen Vorschlag machen. Wie wär's, wenn wir heute Nachmittag einen Ausflug machen? Ich hole Sie mit meinem Automobil ab. Sie müssen mir bloß noch sagen, wie Sie heißen und wo Sie wohnen. Nee, Sie Schlaumeier. So nicht. Dann bestimmen Sie das Wo und Wann. Ich habe ja Ihre Telefonnummer. Aber Sie rufen auch bestimmt an. Vielleicht. Oh. Ich habe die schönste Frau getroffen und darf jetzt ihre Gunst erhoffen. Die Auswirkungen
des Alkohols auf den entblößten menschlichen Körper von Adele Haubenschild, Abgeordnete in der hamburgischen Bürgerschaft. Herr Regierungsrat, was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen? Sie sind ja so bedrückt. Ja, ist das ein Wunder? Es tut wirklich weh, dass Sie mich schon wieder bei der Beförderung übergangen haben. Ach so, darum. Ja, bitte verstehen Sie das nicht verkehrt, Herr Regierungsdirektor. Danke. Ich beklage mich ja nicht darüber, dass ich nun schon seit 12 Jahren auf meine Beförderung warte und die anderen alle schon nach 5 oder 6 Jahren. Nee, das bin ich ja gewohnt. Schon von der Schule her, ja. Da habe ich auch immer doppelt so lange in jeder Klasse gesessen. Aber zuletzt habe ich denn doch mein Abitur geschafft. Mit 24. Doch schon. Ja, doch. Aber nun, sehen Sie mal. Sehen Sie mal, mein lieber Ditscher. Ja. Sie sind ein fleißiger und zuverlässiger Beamter. Oh, danke, ja. Aber das reicht nicht. Was Ihnen fehlt, ist, wie wir sagen, Initiative. Initiative! Mahlzeit! Oh, Herr Regierungsdirektor! Mahlzeit! Oh, Herr Regierungsdirektor! Mahlzeit! Oh, meine Herren, bevor Sie jetzt gehen, habe ich noch was für Sie. Der neue Senatsrat Dr. Grimmeisen aus Schleswig ist angekommen und fängt Montag an. Ah. Ich will ihn mit einer kleinen Feier in seinem Amt begrüßen, wenn die Herren bitte Montag um 11 dafür bereit sind. Jawohl, Herr Regierungsdirektor! Was ist denn da los? Was ist denn das für ein Herr Regierungsdirektor, da draußen ist jemand, den niemand kennt. Aber das ist ein böser Hitzkopf, der will absolut hier rein. Jawohl, ich lass mich nicht abwimmeln. Ich verlange mein Recht. Und wenn ich bis nach den Senator hoch muss. Bester Mann, wer sind Sie denn überhaupt und was wollen Sie hier? Mein Name ist Badrian und mir gehört in Dunen eine Villa. Na, das ist ja sehr interessant, aber vielleicht erzählen Sie das alles hier dem Herrn Oberregierungsrat, nicht? Vergnügtes Wochenende, meine Herren. Gleichfalls, Herr Regierungsdirektor! Also, ich bin hergekommen, um Sie mal höchstpersönlich mit der Nase drauf zu stoßen, dass die Polizei von Cuxhaven zu wenig für unsere Sicherheit tut. Ach so, Sie wollen sich über die Polizei beschweren. Mhm. Dafür ist hier der Herr Regierungsrat zuständig. Vergnügtes Wochenende, die Herren. Gleichfalls, Oberregierungsrat. Vergnügtes Wochenende, Herr Wochenende! Wenn ich das Wort bloß höre, dann gehe ich schon in die Luft. Aber Herr Baldrian. Ich heiße Badrian. Ja, das weiß ich. Ich wollte Sie ja bloß beruhigen. Wollen Sie nur hören, was ich zu sagen habe oder nicht? Ja, bitte. Also, wenn Sie da vielleicht... also, um was geht das? Bis vor ein paar Jahren gab es an der ganzen Nordsee keinen Flecken, der ruhiger und gemütlicher war als unser Dun. Dun. Bis auf ein paar Möwen und Trottellummen gab es da nichts zu sehen. Trottel. Ja? Lummen. Ja, und darum habe ich mir da eine Villa gebaut. Villa. Aber seit einiger Zeit ist da draußen reihenweg der Teufel los. Teufel los? In der Woche geht's ja noch. Aber sonnabends, dann kommen sie. Zu Tausenden fallen sie da ein. Mit dem Auto, mit der Bahn. Der ganze Strand ist ein einziger Rammelplatz, Rummelplatz. Und wissen Sie warum? Na? Bloß weil einer auf die Idee gekommen ist, da ein großes Wochenendhotel hinzubauen. Direkt im Hang neben mein Haus. Mit einem Strand zum Baden und Tanzboden und all so modernen Schnickschnack. Ja, das ist für Sie gewiss nicht sehr angenehm. Aber was haben wir damit zu kriegen? Sie sind doch eine Polizeibehörde von Hamburg. Ja. Und Cuxhaven gehört immer noch zu Hamburg. Ja. Und darum bin ich zu Ihnen gekommen. Sie sollen dem Kerl seinen Schuppen dicht machen. Ihm die Konfession wegnehmen. Konzession. Ja, die auch. Warum? Was glauben Sie denn, wo uns das zugeht? Das ganze Hotel ist doch nichts anderes als ein Puff. Ach nee. Und wie heißt das Hotel? Zum Paradies. Das geht auch bannig paradiesisch zu. Aha. Und was sagt denn die Ortspolizei so dazu? Die Stecker mit dem Hotelfritzen unter einer Decke. Das sind ja schöne Zustände. Dann müsste mal einer von oben kommen, um ein Ende mit diesem Sodom und Gomorra zu machen. Aber die Herren am grünen Tisch, die trauen sich das ja nicht. Die haben ja alle keine Initiative.
Sagen Sie das nicht, Herr Badrian. Sagen Sie das nicht. Solche Leute gibt es noch. Leute, die da mal mit Mut und Courage aufräumen. Wenn Sie das tun würden. Jawohl. Jeder Mensch, der noch Moral in seinem Blut hat, wird Ihnen dafür danken. Mit einem Fackelzug würden wir Sie feiern und Ihnen ein Denkmal setzen. Herr Badrian, ich werde tun, was getan werden muss. Mit einem Flammenschwert, wie der Erzengel Gabriel, werde ich die Sünder raustreiben aus dem Paradies. Herr Regierungsrat. Wacker, geben Sie mir meinen Überzieher, Hut und Schirm. Rufen Sie meine Frau an und sagen Sie ihr, ich komme heute nicht nach Hause. Ich muss noch eine ganz wichtige Dienstreise machen. Zu Diensten. Herr Regierungsrat, Sie wollen also wirklich... Fahren Sie ruhig nach Hause, Herr Badrian. Grüßen Sie mir die Bürger von Dunschön und sagen Sie ihnen, Ihr Elend hat nun ein Ende, denn der Erzengel Gabriel kommt. Hotel Paradisowitsch Frosowitsch. Ach, du bist der Schwager, was gibt's denn? Ja, wir sind wieder voll bis unter das Dach. Da werden sich die Nachbarn wieder freuen. Besonders der olle Badrian von nebenan. Ach ja, nicht vergessen, die Herren Gendarmen mit ihren Bräuten sind eingeladen und haben alles frei. Wenn eine Hand die andere waschen soll, darfst du bei der Seife nicht sparen. Bei mir hat alles seinen Schick. Hast du die Nase heute Morgen schon in die Zeitung gesteckt? Diese dösige Abgeordnete, diese Haubenschild hat mal wieder böse rumgewettert. Hier, auf der ersten Seite, mit Bild und Fett gedruckt. Das schamlose Treiben in den Wochenendhotels muss dringend untersucht werden. Und so weiter und so weiter und so weiter. Blöde Ziege. Was ist das? Oh, tut mir leid, sie war nicht gemeint. Ich hab eine andere Ziege gemeint. Was? Ich rufe wieder zurück, Hannes. Zu Diensten sind die Herrschaften gut untergebracht. Ich will hoffen, Sie haben noch ein feines Zimmer bekommen. Wir brauchen kein Zimmer. Wir sind bloß Badegäste. Na, vielleicht ein andermal. Was? Jetzt brauchen wir bloß eine Badekabine. Geht los, ich guck gleich mal nach, was ich für Sie habe. Doppel oder Einzel? Doppelt. Eine doppelte und eine Einzelkabine. Geht klar. Bei mir hat alles seinen Schick. Was steht denn hier heute so alles auf dem Programm? Oh, Punkt 3 gibt es heute Nachmittag den Pfeife-Glock-Tee mit Musik und Tanz. Im Badekostüm. Wie elegant. Toll. Und wenn es Ihnen zu heiß hergeht, können Sie zum Abkühlen direkt im Mang ins Wasser springen. Allerbeste. Dann wünsche ich viel Spaß beim Baden. Den Wirt mache ich leiden, der tut was für seine Gäste. Ja, und mir scheint, hier nehmen Sie das alles nicht so genau. Aber sonst ist es so wirklich ganz nett hier, oder was meinen Sie? Sie? Wenn Sie nicht artig sind, dann wird das heute abends nichts mit dem Kuss. Sie wissen doch. Ja, ich weiß, vor der Haustür. Aber eigentlich könnten Sie mit denen ja auch gleich gehen. Oh, das könnte ich wohl so passen. Schauen Sie doch gleich mal nach, was mit unseren Kabinen ist. Mach ich. Aber denn nix als raus aus den Klamotten. Guten Tag. Guten Tag. Oha. Erlauben Sie, Was? dass ich mich hier zu Ihnen setze. Bitte. Ah, oh, wieso das denn? Wenn Sie doch so hübsche Beine haben. Was soll das denn werden, Opi? Ja, meine Kleine. Warum denn so spröde? Nun seien Sie doch mal ein bisschen nett zu mir. Was? Hallo! Also was kriegen wir denn jetzt?
Was will dieser Mensch von Ihnen? Ach, ich glaube, er sucht nur ein kleines Abenteuer und hat sich in der Adresse versehen. Entschuldigung. Also das gibt's doch wohl nicht. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Lehmann. Herr Lehmann, wenn ich Ihnen mal einen guten Rat geben darf, lassen Sie die Pfoten von meinem... Ach, lassen Sie, Mann. Ist doch nichts passiert. Unverschämt! Wieder nichts. So ein Pech aber auch. Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Wunderbar! Schön hier. Und was hier los ist? Oh, Ja, du steht im Moment hoch im Kurs bei den Leuten. Kunststück bei der Reklame. In allen Blättern diese Annoncen. Weekend im Paradies. An der Nordsee Riviera. Der Lido am Döser Strand. Duna. Was? Duna Strand. Ja, da auch. Na, dann wollen wir mal gleich mal ins kalte Nass hüpfen, was? Ach, das sagen Sie, Mann. Ich guck mal, dass wir eine schnuggelige Badekabine kriegen. 2. Natürlich, wenn's geht. 2. Bin gleich wieder da. Tschüss, mein kleiner Oberregierungsrat. Nicht der Oberregierungsrat. Wie hört sich das denn an? Können Sie mich nicht beim Vornamen nennen? Wie heißen Sie denn? Emmerich. Emmerich. Wie Sie das sagen? Sie sind überhaupt... Ja, Emmerich, nun mach mal. Darf ich auch wissen, wie Sie mit Vornamen heißen? Ja, ich heiße Tutti. Oh, Tutti. Wie das klingt. Ja, nicht? Tutti, du bist mein Augenstern. Tutti, hab dich zum Fressen gern. Tutti, meine liebe Tutti, nein, ohne Spaß. Du hast so Spaß. Tutti, Gnädige Frau. ja. Ach, Sie. Der Onkel vom Kaffeekäse. Manchmal ist die Welt noch nicht klein, was? Der Kakadu. Na, Sie haben sich ja schön benommen letzte Nacht. Sie haben mir gleich gut gefallen und ich stand sofort unter Dampf. Sie sind genau das, was der Onkel Doktor mir beschrieben hat. Ich bin verheiratet. Oh, dann müssen Sie mir erst mal beweisen. Hier. Das sagt doch gar nichts, doch kein Beweis. Hey, was machen Sie denn da? Das sehen Sie doch. Was fällt Ihnen denn ein? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Lehmann. Wenn Sie nicht Stantepede zusehen, dass Sie Land gewinnen, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Langsam, langsam, und regen Sie bloß nicht künstlich auf. Ich reg mich auf, wenn mir das passt. Wieder nicht, so ein Pech aber auch. Sie sehen, eine schöne Frau darf man auch nicht eine Sekunde allein lassen. Das müssen Sie mal meinem Mann erzählen. Ich werde mich hüten. Ach so, da ist keine einzige Badekabine mehr frei. Sind alle vergeben. Sowas aber auch. Was machen wir denn nun? Ich habe schon Ausweg gefunden. Ich habe den Portier geschmiert. Er hat mir das letzte Zimmer gegeben, das Sie noch haben. Die Nummer 9. Die Kuckuckstube. Da werden Eier in fremde Nester gelegt. Dann gelten wir hier als Mann und Frau. Ich habe natürlich einen anderen Namen angegeben. Sie sind wirklich ein tüchtiger Beamter. Na, denn will ich mich mal da drin umziehen. Und ich will, wenn Sie nichts dagegen haben, Ihnen ein bisschen zur Hand gehen. Emmerich, nun werden Sie mal nicht drollig. Nun muss ich mich aber wundern. Als wir uns heute Morgen bei Ihrem Mann im Büro über den Weg gelaufen sind, da waren Sie so nett zu mir, so offen, so frei. Ja, nun, wissen Sie, das ist gerade so, als würden die Feuerwehrleute unten ein Sprungtuch aufspannen und rufen, na los, spring. Und wenn man Anlauf nimmt und springt, dann ziehen sie es weg und rufen, ole. Wissen Sie was? Sie gehen nun draußen so lange ein bisschen spazieren und zählen dabei ganz langsam bis 1000. Das beruhigt. Und dann
können Sie mich hier wieder abholen. Ist gut. Bis gleich. Emmery? Hier. Oh, Nee. Nee. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 10, 20, 30. Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch nicht möglich. Das ist mir auch äußerst unangenehm. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Mein Automobil lief doch wie eine Nähmaschine und dann mit mal Bums, Batz bleibt die Kiste einfach stehen. Na, gefahren sind Sie wie ein Wilder. Vollgas. 35. Mir ist noch ganz schwindelig. Da kommt ein Cognac gerade recht. Das gibt hier doch wohl eine Werkstatt. In diesem Nest? Das glaube ich kaum. Na, dann muss ich eben mit der Bahn wieder zurück. Nix, da kommt ja gar nicht in Frage. Müssen Sie denn wirklich heute Abend schon wieder nach Haus? Auf jeden Fall. Schade. Mehr. Wartet denn dort jemand auf Sie? Ja. Wer denn? Sparen Sie sich die Mühe, ich verrate es nicht. Aber Sie können doch nicht auf ewig Madame Incognito spielen. Oh, wenn die Zeit da ist, dann werde ich mein Incognito... Dann werde ich schon sagen, wer ich bin. Danke. Jetzt geht mir das schon viel besser. Und was machen wir jetzt mit meinem Automobil? Na, da draußen, da lungern doch eine ganze Menge Chauffeure rum. Ja, das ist auch wahr. Vielleicht können die mir ja helfen. Oh, tanzen Sie ruhig weiter. Ich komme gleich zurückgeschwebt. Oha! Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Oh, nee, danke. Zu und zu nett, wenn man so freundlich gebeten wird, dann kann man ja gar nicht anders. Darf ich bitte? Haben Sie was mit den Ohren? Nee. Na, dann lassen Sie mich in Ruhe, ich bin verheiratet. Haha, das sagen Sie ja alle. Darauf falle ich nicht mehr rein. Luzieren Sie sich doch nicht so, schöne Frau. Was kriegen wir denn jetzt? Gut, dass Sie kommen. Dieser Herr hier, der wird Ihnen nun gleich mal zeigen, was sich bei einer Dame schickt. Was ist das? Sie sind frech geworden. Na, ich darf doch wohl... Nein, das dürfen Sie nicht. Na, dann eben nicht. Halt, stopp! Wer sind Sie denn überhaupt? Ich? Ich bin Lehmann. Halt, stopp! Und wo wohnen Sie? Das steht im Hamburger Adressbuch. Halt, stopp! Lehmänner, die gibt's doch da sackweise. Ja, und von denen bin ich einer. Sehen Sie mal, in was für eine Situation Sie mich mit Ihren Automaleschen bringen. Ja, tut mir leid. Läuft der Wagen denn nun wieder? Nee, leider nicht. So ein paar Stündchen wird das wohl noch dauern. Ah, und in ein paar Stündchen, da ist es denn Abend. Ja? Und dann fährt kein Zug mehr. Nö. Na, das haben Sie sich ja fein ausklamüstert. Ja. Oh, Sie glauben doch nicht, dass ich das Ganze geplant habe. Na, und ob ich das glaube? Ach, da sind Sie ja. Die Angelegenheit hat sich aufgeklärt. Das Zimmer, das Sie von Hamburg aus per Telefon bestellt haben. Ich? Guten Tag. Naja, Sie haben mich doch eben gerade draußen von der Tür noch drauf angesprochen. Nee, doch. Ja, doch. Also, das ist für Sie reserviert. Hier, Nummer 10, wenn ich bitten darf. Das Gartenrotschwanzstübchen. Das Gartenrotschwanzstübchen. Ich bringe Ihr Gepäck schon mal rein. Sie sind so nett und füllen schon mal den Meldezettel aus. Ja, schon gut. Ich lass ihn stecken. Sagen Sie jetzt zu sowas? Ist das nicht ein gewaltiger Hornochse? Blamiert mich hier bis auf die Knochen. Wollen Sie nur noch weiter das Unschuldslamm spielen? Nee, das nützt ja jetzt doch nichts mehr. Sind Sie mir jetzt böse? Nee, aber Sie können das Zimmer gleich wieder abbestellen. Oh. Entschuldigung, Sie haben sich ja noch gar nicht eingetragen, wenn Sie ebenso gut sind. Ja, Augenblick, ja?
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, gnädige Frau. Bei mir hat alles seinen Schick. Da, danke. Herr Ditscher. Was? Wie hat der Mann Sie eben genannt? Ditscher. Ditscher. Ich habe mich als Herr Ditscher eingeschrieben. Wie kommen Sie denn ausgerechnet auf diesen Namen? Mir ist gar kein anderer eingefallen. Ja, ich weiß das. Hört sich ein bisschen merkwürdig an, nicht wahr? Bei uns in der Behörde, da heißt ja wirklich einer so. Ja, Sie sind jetzt Frau Ditscher. Nicht vergessen, nicht? Nee, den Namen, den kenne ich gut. Ach, wieso das denn? Das ist nämlich meine Verwandter. Na, das ist ein Ding. Ach, bei der Gelegenheit, da kann ich ja auch gleich mal fragen, ist er denn nun endlich Oberregierungsrat? Ja oder nein? Nee, da war leider nichts zu machen. Oh, das tut mir aber leid. Können Sie denn gar nichts für ihn tun? Warum nicht? Er ist nicht gerade eine große Leuchte, aber für Sie... Wirklich? Ach, da würden Sie mir einen großen Gefallen mit tun. Ja, das heißt, dann müssen Sie mir aber auch einen kleinen Gefallen tun. Sie müssten mir wenigstens diesen Abend noch schenken. Ich habe mir das so schön gedacht, wir lassen uns da draußen auf der Terrasse ein Essen geben, trinken eine Flasche Sekt. Na gut, aber dann bringen Sie mich wieder zurück nach Hamburg. Versprochen. Tja, denn will ich mich mal eben noch ein bisschen zurecht machen. Hier, der Gartenrotschwanz wartet auf Sie. Danke. Und Sie sorgen dafür, dass Ihr Automobil... Das ist längst wieder in Ordnung. Was? Es war nämlich auch gar nichts kaputt. Ah, das habe ich mir doch gleich gedacht. Ach, der hier und heut sich will vergnügen, der darf auch hier und da mal lügen. Kommen Sie rein, Herr Wachtmeister. Hier ist kein Mensch, der uns stören kann. Junge. Nee, ist ein Mädchen. Nun hört mir mal gut zu. Ja, so geht das nicht, alter Freund. Auf der ganzen Bahnfahrt, von Hamburg bis hierher, haben Sie schon geschnarcht wie eine Brettsäge. Also, tun Sie mir den einzigsten Gefallen und hören Sie mir endlich mal zu. Was haben Sie gesagt? Sagen Sie mal, was ist eigentlich los mit Ihnen? Was? Sind Sie als Kind mal von einer CC-Fliege gebissen worden? Nein, aber 3-mal in der Woche habe ich Nachtdienst. Ja. Und dann schlafe ich am nächsten Tag immer richtig aus. Ja. Heute ist eigentlich mein Schlaftag. Ja, da habe ich das da fein getroffen. Ja, es kommt vor, dass ich meine Frau tagelang nicht zu sehen kriege. Wieso das denn nicht? Naja, wenn ich Nachtdienst habe, schlafe ich tagsüber Dienst. Und wenn ich Tagdienst habe, schlafe ich nachts. Hört sich nach einem harmonischen Familienleben an. So, nun hört ihr mir mal gut zu, ja? Also dieser Schuppen hier muss dicht gemacht werden. Aber dazu brauchen wir Beweise. Und darum habe ich mir Sie als Kriminalwachtmeister kommen lassen. Sie müssen hier alles ganz genau untersuchen, ja? Aber vor allem müssen wir ganz vorsichtig ans Werk gehen. Kein Mensch darf auch bloß ahnen, was wir vorhaben. Von mir kriegt keiner was zu wissen. Ja, ist gut, dann machen Sie sich nun erstmal wieder dünn. Ja? Jawohl. Also sagen Sie mal, geht das bei Ihnen alles so langsam? Nein, müde werde ich schnell. So eine Schlafmütze ist ein Wachtmeister. Mir fehlen die Worte. Sie hier und in diesem Aufzug Eich, nicht? ja, ein bisschen viel Fleisch, ne? Und wenn ich Ihnen verrate, mit wem ich hier bin, dann trifft Sie der Schlag. Mit wem denn? Mit diesem Oberhandudel. Was? Mit diesem Ekelpaket? Diesem von Giersdorf? Oh, hier.
Wo kennen Sie den denn her? Ach, schon von früher. Und heute Morgen habe ich ihn in Ihrem Büro wieder getroffen. Und wissen Sie, für wen er mich hält? Na? Für Ihre Frau. Aber das haben Sie doch gleich klargestellt, was? Nö, ich habe ihn damit laufen lassen. Na, hören Sie mal. Er war so hin und weg und hat mich gleich eingeladen, mit ihm hierher zu fahren. Ja, was denn? Und das, wo er geglaubt hat, Sie wären meine Frau? Ja. Ja, der muss ja schön was von meiner Frau denken. Das kommt in den feinsten Familien vor. Auch die ehrbarste Ehefrau hopst mal daneben. Also meine Frau nicht, ja? Merken Sie sich das, ja? In unserer Ehe wird nicht gehopst. Was haben Sie denn gegen Hopsen? Meiner guten, braven Hedwig wird das im Traum nicht einfallen, mit einem fremden Kerl hinter meinem Rücken rumzuhopsen. Wer das glaubt. Also dieser Hans Wichtig glaubt, der kann mir Hörner aufsetzen, ne? Ja. Der soll mich mal kennenlernen. Wissen Sie was? Nee. Sie bleiben jetzt erstmal meine Frau. Oh, ich verstehe. Er, ich und dann Sie. Das gefällt mir gut. Was? Ach so, ja. Den Flaps werde ich mir vorknöpfen. Der soll Blut und Wasser. Da kommt er schon. Ja, dann verschwinden Sie jetzt nur erstmal wieder. Ja. Und wenn Sie Hilfe brauchen, dann geben Sie mir ruhig ein Zeichen. Zeichen, ja. Was für Zeichen? Sie brauchen bloß Pfeifen. Pfeifen? Ja. Ich kann gar nicht pfeifen. 97, 998, 999. Potztausend. Guck mal da. Der Herr Oberregierungsrat. Herr Kollegen, Sie hier? Ja, da gucken Sie das. Ja, allerdings. Ja, das ist doch mal nett, dass wir uns beide hier treffen, was? Ja, gewiss doch. Freut mich auch. Ja, Sie freuen mich auch. So. Sie sagen das so, als wenn es gar nicht so von Herzen kommt. Ne? Ich vermisse den herzlichen Unterton, Herr Oberregierungsrat. Ne? Sieht ja fast so aus, als wenn Ihnen das gar nicht passt. Wieso sollte mir das nicht passen, nicht? Ja, doch, ich kann mir ja schon denken, nicht? Sie sind gewiss nicht alleine hier, nicht? Aber was soll das? Sie sind Junggeselle, über 21, das unter das Brei. Ihre Freundin, ne, ist wohl da drin, was? Ja, da können Sie jetzt nicht rein, das geht nicht. Na, hören Sie mal, Sie werden mir Ihre kleine Freundin doch wohl mal vorstellen. Nee, das ist unmöglich. Wieso? Kenn ich die da vielleicht? Nee, Gott bewahre. Na. Geht nicht. Ach, pfeifen Sie doch mal eben. Was soll ich pfeifen? Ja, tun Sie mir mal eben den Gefallen. Ja, wieso das denn? Ja, ich höre das so gern. Na gut, wenn Ihnen das Spaß macht. Ja. Du hast gepfiffen. Sherry. Jetzt gibt das Blitz und Donner. Ei. Vater! Und mit diesen Herren? Ich kann Ihnen das erklären. Halten Sie das Maul. So, Madame, sehen Sie, wie ich vor Wut zittere und bebe? Warum sagen Sie nichts dazu? Dickerchen, das ist ein alter Bekannter von mir, Emmerich. Wer ist Emmerich? Dickerchen, Emmerich, Dickerchen. Wer ist Emmerich? Ich gebe Ihnen mein Wort. Geben Sie mir keine Mühe, ich weiß Bescheid. Aber Dick! Hinweg mit dir! Herr Kollege, das können Sie doch nicht machen. Lassen Sie meine Frau los! Sie! Bitte keine Injurien.
Familien. Sie wissen ja noch gar nicht, was ich sagen will, ja? Sie sind mir ja vielleicht ein feiner Mann, ein lieber Kollege, mit einem Wort, ein Zwinjak! Wir wollen dieses schändliche Spiel zu Ende bringen. Herr Regierungsrat, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Ach, Sie wollen sich mit mir schießen, was? Das könnte Ihnen so passen. Bei dieser Zielscheibe hier. Ich weiß einen ganz anderen Knalleffekt. Ich werde meine Madame hier schießen lassen. Was? Du willst mich schießen lassen? Ja? Yeah. Du willst mich sitzen lassen? Jawohl! Ich will Sie nicht mehr. Hier haben Sie sie. Nun können Sie zeigen, dass Sie ein Kavalier sind. Bevor ich Ihnen darauf antworten kann, muss ich da erstmal ernsthaft über nachdenken. Allein schon wegen meinem Senator, dem Onkel, ich meine wegen mir. Oh, ich bin der Senator. Ach, tut mir leid, gnädige Frau, dass unser harmloser kleiner Wochenendausflug so tragisch zu Ende geht. Die Rechnung ist gut, Herr von Vinzen. Danke. Na, tschüss, Herr Regierungsrat, gnädige Frau. Na, tschüss. Als wen oder was hat der sich hier eingetragen? Herr von Vinzen? Ja. Dann grüßen Sie mir die Luhe! Die Luhe haben wir hier nicht, aber die Nordsee hat auch ihren Schick. Den haben Sie aber schön zum Narren gehalten. Oh, das war wirklich nett von Ihnen, dass Sie bei dieser Komödie eben so schön mitgespielt haben. Kleines Dankeschön. Sie haben mir doch letzte Nacht auch geholfen, als mir dieser alte Lustmolch an die Wäsche wollte. Also der soll mir noch mal vor. 1000 Leute und ich sag Ihnen, dieses Malefizgesicht vernichten. Ich sehe diese Raumklotzvisage, die jetzt in meinem Ohr liegt. Und wenn ich den noch einmal... Der Kakadu! Was habe ich aber heute für ein Fest? Zufällig habe ich heute Morgen gehört, dass Sie mir heute Nacht eine Ohrfeige appliziert haben. Ja, das ist an dem, aber ich war da nicht mehr so ganz bei mir. Das wollte ich bloß wissen. So, und diese Ohrfeige, ja, die kriegen Sie jetzt aber zurück. Nee, Dick! Lassen Sie mich los! Ich muss aber doch wirklich darum bitten. Da hören Sie das, er bittet sogar darum. Nee, Dick! Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Sie können doch hier nicht so einen Skandal machen. Ein Mann in Ihrer Stellung. Ja, da haben Sie ja auch recht. Ja. Und außerdem bin ich ja noch dienstlich hier. Dienstlich? Ja, da kann ich aber nun nicht überreden. Ja, aber wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, dann machen Sie, dass Sie so schnell wie möglich von hier wegkommen. Sie sind doch verheiratet. Ach, ich verstehe. Eine Razzia. Eine Razzia? Genau. Oh, denn will ich mir mal lieber was anderes anziehen, nicht? Oh, tschüss, Dickerchen. Unsere Ehe war zwar kurz, aber sehr amüsant. Weiber. Was ein Glück, dass ich meine Hedwig hab. Hallihallo! Was ist das denn für ein Klopper? Ich bin's. Sind Sie fertig, schöne Frau? Die Stimme kenne ich doch. Bitte beeilen Sie sich ein bisschen, ja? Ich vergehe allmählich vor Sehnsucht nach Ihnen. Die Stimme kenne ich doch. Guten Tag. Papa! Sie hier? Herr Regierungsdirektor. Und das ist aber eine Überraschung. Ja, allerdings, ja. Ah, Sie sind sicher auch mit irgendeiner kleinen, ich meine mit Ihrer kleinen Frau Gemahlin hier. Oh nee, da kennen Sie aber meine Frau schlecht. Nein, also, die kriegen nun keine 10 Pferde in so ein Etablissement. Ja. Ja, aber lassen Sie sich bitte nicht von mir stören. Ich höre ja, Sie sind mit einer schönen Frau hier. Ja, pardon. Pardon, ja. Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Ich habe nämlich gerade einen guten alten Bekannten getroffen. Sie verstehen, die Dame will nicht, dass sie hier gesehen wird. Ja, natürlich. Ja, danke. Ich bin ja auch nicht neugierig. Nein, ich wollte gerade gehen. Oh nee, bleiben Sie noch einen Augenblick. Ich muss Ihnen noch was erzählen, über das Sie sich bestimmt freuen werden.
Ach. Ja, ich habe nämlich gerade mit jemandem gesprochen, der sich sehr für Sie und Ihre Beförderung eingesetzt hat. Ach was? Ja, und als ich das so gehört habe, da habe ich bei mir gedacht, Bredenbeck, habe ich bei mir gedacht, hast du vielleicht bisher wirklich übersehen, was der liebe Ditscher alles tut und kann? Der muss auch was ausgefressen haben. Entschuldigung, Herr Ditscher. Ja? Sie haben doch beim Oberkellner einen Tisch auf der Terrasse bestellt. Ich? Ja, das hat schon seine Richtigkeit. Ich habe einen Tisch in so einer kleinen, lauschigen Ecke für Sie und Ihre Frau reserviert. Das stört Sie niemand. Ja, ist schon gut. Was ist los? Bei mir hat alles seinen Schick. Bei ihm hat alles seinen Schick, denn den Tisch habe ich bestellt. Ja, aber er hat doch eben ganz deutlich Ditscher gesagt. Für Herrn Ditscher. Ja, nun hören Sie mal, mein lieber Ditscher. Wenn man mal so eine kleine Extratour macht und dann noch mit einer Frau aus gutem Haus, da gibt man doch nicht seinen richtigen Namen an. Ach, was denn? Ach so. Ach, und da haben Sie sich meinen Namen ausgeliehen, ne? Kann ja nicht ahnen, dass Sie auch hierher kommen. Sie sind mir doch nicht böse, oder? Ach, natürlich nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Das freut mich. Vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, dann will ich mal. Ja. Ja, Sie können die Dame ja auch nicht so lange allein lassen. Ach so, ja. Dann auf Wiedersehen, Herr Ditscher. Viel Spaß. Und grüßen Sie Frau Ditscher von... Kommen Sie raus, schnell, er ist weg. Mit wem haben Sie sich denn hier so lange unterhalten? Das ist vielleicht merkwürdig. Sie haben mir doch erzählt, der Regierungsrat Ditscher ist mit Ihnen verwandt. Ja, und? Er ist nämlich hier. Ditscher? Ich habe eben mit ihm gesprochen. Oh Gott. Nee, Ditscher. Ich muss hier weg, so schnell wie das geht. Er darf mich auf gar keinen Fall zu sehen Ja, kriegen. beruhigen Sie sich doch. Ja, das sagen Sie so, weil mein Mann das rauskriegt. Oh, Sie sind Das ist verheiratet. ja grässlich. Wissen Sie was? Ich werde mal mit Ditscher reden. Um Himmels Willen. Ja, er kann schweigen. Das Beste ist, ich erzähle ihm alles. Sind Sie wahnsinnig? Ja, wieso das denn? Er ist ja doch mein Mann. Ach so. Was? Verstehen Sie nun endlich? Dann legst du ihn weg hier. Ja, nee. Womöglich laufe ich ihm da draußen in die Arme. Ich muss mich verkleiden, damit er mich auf gar keinen Fall wiedererkennt. Ziehen Sie meinen Automantel an. Ja, das geht. Ja. Und Ihre Mütze. Ja. Und Ihre dunkle Brille. Ja, und ich werde das Automobil. Ja, oh Gott. Herr Regierungsdirektor, Sie auch hier? Ja, leider. Aber ich habe so überhaupt keine Zeit für Sie. Bloß einen Augenblick. Stellen Sie sich bloß mal vor, was mir passiert ist. Ja, was denn? Ich bin nämlich mit einer Dame hier. Ich auch. Ja, meine ist verheiratet. Meine auch. Ja, nun stellen Sie sich mein Pech vor. Ihr Mann ist dann auf einmal da. Dieselbe Geschichte wie bei mir. Ja, mich hat er mit seiner Frau erwischt. Wenn Sie mich noch lange aufhalten, geht's mir auch noch so. Ich fahr los. Nehmen Sie mich mit! Wissen Sie mal, wer da kommt? Das ist doch Ditscher. Ja, aber wer ist dabei ihm? Ah, das ist doch... Du meine Güte, nichts wie weg! Aufmachen! Aufmachen! Oh mein Gott. Ach so, ja. Aber ich finde das richtig nett, dass Sie das ernst nehmen und selbst hergekommen sind. Klar, man muss sich ja schon persönlich ein Bild von dieser Unmoral hier machen. Sie werden hier schön was erleben. Ja, da draußen tanzen die Paare halbnackend mit nichts an als ein Badekostüm. Menschenskind, was das für Folgen haben kann. Diese jungen, unschuldigen Geschöpfe vergnügen sich hier am Wochenende. Und kommen am Ende in die Woche. Ja, es ist Skandal! Ja, Ja, lauter Liebespaare und
alle geben sich als verheiratet aus. Ja, ich habe vorhin mal die Anmeldung durchgesehen, also was da für Namen drin stehen. Ja, hier. Blom und Voss und Flau. Menschenskind, zu dritt in einem Zimmer. Ja. Und dennoch hier. Herr Zitrone mit seiner Frau Jette. Also, sogar ein Herr von Winsen mit seiner Lue. Ist das wahr? Wenn ich Ihnen das sage. Den kennen Sie sogar. Ja? Wer ist das denn? Nee, das wird noch nicht verraten. Aber das kommt alles in mein Bericht. Das wird einschlagen wie eine Bombe. Meine Herren Vorgesetzten werden Augen machen. So viel Initiative haben Sie den kleinen Ditscher ihr Leben lang nicht zugetraut. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Macht nichts. Ja, ich habe noch gar keine Zeit mehr für Sie. Ich muss noch mehr Beweismaterial sammeln. Ich werde das Gleiche tun. Und wissen Sie was? Na? Ich werde mir hier einfach ein Zimmer nehmen. Gut. Ja. Und ich, was mache ich? Was macht so ein schmucker junger Mann wie ich? Ich weiß, ich werde so tun, als würde ich Anschluss suchen. Gut. Oh, der Portier! Wir beide müssen... Hallo. Hallo, Hallo, Dri, die Dödel-Die. Juhu. Du Dödel-Du. Na, mein Dern. So Mutterseelen allein. Haben Sie sich draußen schon ein bisschen umgesehen? Alles stattliche Mannsbilder. Wollen Sie sich nicht auch einen anlachen? Sie meinen das ja richtig gut mit mir. Wenn ich Ihnen noch einen kleinen Rat mit auf den Weg geben darf. Warten Sie lieber ab, bis es dunkel wird. Warum das denn? Ja, dann haben Sie mehr Chancen. Das ist ja eine Frechheit, so ein Flegel überhaupt. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Was? Ach so, ja. Ja, ach ja, hören Sie doch mal eben. Haben Sie nicht auch noch ein Zimmer für mich? Tut mir leid, alles besetzt. Das ist ja Pech. Ich kann Ihnen höchstens hier Nummer 8 geben, das Haubentaucherställchen, wenn Ihnen das Genüge tut. Das war früher nämlich mal die Besenkammer. Da drin ist es ein bisschen duster. Ja, das macht nichts. Was ich sehen will, werde ich schon sehen. Bitte? Ja, kann ich das Zimmer hier jetzt gleich haben? Jawohl, das Zimmer ist in Ordnung. Bei mir hat alles sein Schick. Gnädige Frau. Bisschen dunkel, sehr viel dunkel. Die kommt mir so bekannt vor. Wenn ich bloß wüsste, wo ich die hinstecken soll. Ah! Hier! Die Zeitung, natürlich! Die Haubenschildsche! Diese vermaledeite Nebelkrähe! Kommt hierher und will uns ausspionieren! Na, warte mal. Dir will ich helfen. Wer, Chef? Ergebenster Diener. Sagen Sie mal, wann geht der nächste Zug nach Hamburg? Wieso? Sie wollen doch wohl nicht schon wieder abreisen. Wenn's Abend wird, kommt hier erst richtig Stimmung in die Bude. Ah, wissen Sie, mir reicht's für heute. Haben denn der Herr noch gar nicht gebadet? Nee, aber kalte Duschen habe ich bekommen. Immer noch mal. Hier ist ja rein gar nichts los bei Ihnen. Aber hier bei mir laufen doch die schnuggeligsten Damen rum. Hören Sie mir doch auf damit, die sind doch alle verheiratet oder haben sogar festen Verkehr. Die Rechnung! Warten Sie mal. Ich habe noch was für Sie. Eine Frau ohne Anhang? Jawohl! Jung? Naja, das kann man so oder so sehen. Also ein Backfisch ist sie just nicht mehr. Das ist gut. Aus jungem Gemüse mache ich mir nichts. Ich schwärme mir für die reiferen Frauen. Reif, das ist sie. Wunderbar. Sagen Sie mal, ist das etwa so ein Leichtfuß?
Nee, das glaube ich eher nicht. Das freut mich. Ich kann Frauenzimmer nämlich ausstehen, die einem gleich um den Hals fallen. Das tut sie bestimmt nicht. Widerstand muss sie leisten. Darauf können Sie sich verlassen. Sie müssen sogar damit rechnen, dass sie sich richtig zur Wehr setzt. Herrlich, so habe ich's doch am liebsten. Dass sie kratzt und beißt. Bravo, das beweist, dass sie Temperament hat. Mag sein, sie haut sogar. Famos, dann hau ich zurück. Wo ist dieses Götterweib? Da drin. Ach, ich fühle mich wie ein Dompteur, der sich aufrecht vor seinen Löwen hinstellt. Immer den Tod vor Augen. Ich sehe, Sie sind im Bilde. Nur mal ran ans Beck. Olé! Das hätten wir. Ich glaube, die Luft ist rein. So, bitte kommen Sie schnell. Das ist ja mein Mann! Oh, das ist ja meiner! Wir kommen hier nicht weg! Das gibt's doch gar nicht! Herr Regierungsdirektor! Ja. Changement. George, was? Mon. Oh Gott, ja, falsch. Mein Weib, nun kommen Sie doch endlich mal wieder zu sich, Herr Wachtmeister. Ist ja wohl nicht zu fassen. Wo sind Sie denn nun schon wieder? Hier? Achso, ja. Ich will hoffen, niemand hat mitgekriegt, wer Sie wirklich sind. Ja? Von mir bestimmt nicht. Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Ja, das ist es ja. Wenn Sie immer schlafen, dann weiß auch gleich der letzte Düskopf, dass Sie von der Polizei sind. Also nun setzen Sie sich erstmal dahin. Ja, bisschen schneller so. Und nun warten Sie, bis ich Sie rufe, ja? So. Die werden sich hier noch alle wundern. Herr Lohne! Ja, hier! Der Regierungsrat! Hey, Assessor! Da! Ah, der Regierungsrat! Ha! Die weinen auch noch, nur ist die Polizeibehörde komplett. Was ist denn hier? Ohai! Wer macht denn hier so ein Spektakel? Na, hören Sie denn das nicht da drin? Da ist doch Mord und Totschlag. Du machst dir noch was. Man immer sinnig mit den jungen Pferden. Man lernt alles sein Schick. Aufmacht mich! Luft! Luft! Sie was? Sie sollten sich verschämen. In Ihrem Alter, das stellen Sie sich noch so an. Ausverschämter Kerl! Beschützen Sie mich, Ditcher. Ja, bitte. was ist denn passiert? Wildfremder Mensch hat mich überfallen. Wo ist dieses Götterweib? Schon wieder dieser Kakadu. Der Maxer! Jetzt langt mir das aber. Wissen Sie, Sie sind ja sowas von dreist, dass Sie sogar dieser wunderbaren Dame hier an die Wäsche gehen. Alter Lustmolch! Na, ich muss aber doch wirklich da Nun reicht's aber. Das lasse ich nicht zu, dass Sie hier in meinem Hause meine Gäste beleidigen. Was wollen Sie überhaupt hier? Das werde ich Ihnen schon zeigen, ja? Schön. Wir lassen von allen Paaren hier Namen und Adresse aufschreiben. Er haut ab. Das dürfen Sie gar nicht. Nee, ich nicht, aber die Polizei. Was? Der Mann dort hinter dem Vorhang, jawohl. Das Auge des Gesetzes ist immer auf dem TV. Jetzt reißen Sie sich doch endlich mal zusammen. Was ist? Ja, das ist so leid. Sie können nun endlich dienstlich werden. Jawohl. Wer ist hier der Wirt? Das bin ich. Sittenpolizei. Wer wohnt hier? Herr von Winsen. Nebst Lue. Aufmachen, Sittenpolizei. Nun passen Sie mal auf. Rauskommen. Guten Tag. Herr von Giersdorf? Der Oberregierungsrat! Jetzt schlägt's 13. Aha. Also unter falschen Namen angemeldet. Dann wollen wir uns nun mal Ihre Frau ansehen. Rauskommen!
Herr Regierungsrat, das können Sie doch nicht zulassen. Wieso denn? Sie können doch nicht hier vor all den Leuten Ihre Frau blamieren. Das ist doch gar nicht meine Frau. Was? Bin schon da. Ha! Was ist denn? Das ist ja meine Frau! Runter! Das ist doch so kindisch! Gebt ihm mein Wort, dass er gar nicht Das wird sich noch brauchen. Ach, nun Speedy, geh doch nicht so auf, ist ja gar nichts passiert. Komm du mir nach Hause. Das ist bestimmt nicht nett, wenn einer seine Frau mit einem anderen Kerl bei der Pütze kriegt, was? Aber da können wir nun nicht so lange drauf warten, was? Nein. Weiter! Weiter. Ja. Wer wohnt hier drüben? Herr Ditscher mit Gemahlin. Sie, Herr Regierungsrat. Nein, da hat sich doch bloß einer meinen Namen ausgeliehen. Aufmachen, Sittenpolizei! Also, nun können Sie was erleben. Das glauben Sie nicht, dass es so was gibt. Guten Tag. Herr Regierungsdirektor. Der auch. Habe ich zu viel versprochen? Donnerschlag, was bei mir für feine Leute verkehren. Sie sind also nicht Herr Ditscher. Nee, ich heiße Bredenpick. Aha. Und nun die Dame? Frau Ditscher! Na, das können wir wohl verlangen. Rauskommen! Nun wollen wir doch mal gucken, was da für ein Vogel unter sich ist. Runter mit der Brille. Ja. Runter mit der Kappe. Ja. Das ist schon meine Frau. Bei mir hat alles seinen Schick. Bitte kommen Sie rein. Na nu wacker, heute so feierlich. Mit allen Orden und Ehrenzeichen. Naja, wo doch heute der neue Senatsrat Dr. Grimmeisen anfängt. Ja, darum. Sagen Sie mal, Herr Assessor, der soll ja ein scharfes Regiment führen. Wie kommen Sie da denn drauf? Na, es scheint so, als wenn die Herren alle bös Bammel vor ihm haben. Die sind alle so hibbelig und kribbelig. Das hat ja wohl einen anderen Grund. Na nu? So, nun gehen Sie mal zurück auf Posten. Ich kann Sie hier jetzt nicht brauchen. Jawohl, Herr Assessor. Freund Dietrich! Bitte, Herr Assessor? Ja, können Sie mal eben rüberkommen? Da bist du ja endlich. Warum hast du dich denn gestern den ganzen langen Sonntag nicht um mich gekümmert? Na. Wo hast du überhaupt gesteckt, du Schubiak? Ich hatte solche Sehnsucht nach dir. Schnell, gib mir einen Kuss. Also bitte, wir sind hier in der Behörde. Setzen Sie sich bitte. Was soll das denn heißen? Freund Dietrich, Sie haben Sonnabendabend um akkurat 5 Minuten nach 11:30 Assessor Winkler vor Ihrer Haustür den ersten Kuss aufgedrückt. Ja. Da ist denn ja wohl eine wilde Knutscherei draus geworden, die im Treppenhaus noch bis 12 Minuten nach 12 weitergegangen ist. Genau. Sie werden darum wohl einsehen, dass es auf keinen Fall so weitergehen kann. Ja. Freund Dietrich, Sie werden Ihr niedliches Kleid anziehen und um 14 Minuten vor 1 auf dem Hauptbahnhof stehen, dass wir beide nach Lauenburg fahren können, wo mein Vater, der Gutsbesitzer Heinrich Winkler, uns mit dem Kutschwagen abholt. Sag mal, bist du verrückt geworden? Dann ist doch wohl klar, dass meine Eltern ihre zukünftige Schwiegertochter kennenlernen wollen. Ja, woher wissen die denn? Ich war doch gestern bei Ihnen. Herrgott, das ist ja... Ich könnte heulen vor Glück. Aber wie komme ich hier denn bloß weg? Ditscher will dich schon weglassen. Ich weiß nicht, ich habe noch so viel für ihn zu tippen. Er hat doch einen kissendicken Bericht über Dunen geschrieben. Seit 9 Uhr schreibe ich da schon dran. Den will er nachher dem neuen Senatsrat vorlegen. Das ist mir piep egal, meinen alten Herrn dürfen wir auf jeden Fall nicht warten lassen, sonst wird der Fuchs teufelswild. Oh Gott. Und nicht vergessen, 14 Minuten vor 1 auf dem Hauptbahnhof. Bloß schnell noch ein Küsschen. Bitte sehr, Frau Regierungsrat. Es tut mir leid, Frau Regierungsrat. Regierungsdirektor Bredenbeck ist gerade beim Senator. Bitte nehmen Sie Platz. Ach, Sie sitzen schon. Moin. Was denn? Ich möchte zu Herrn von Giersdorf. Wen darf ich melden? Ach, sagen Sie mal nur Frau von Winsen. Dann weiß er schon Bescheid. Jawohl.
was hier heute für Frauensleute rumwimmeln. Ah, Sie sind auch hier. Ja, ich... Na, das war eine schöne Pleine vorgestern, nicht? Da sind wir beiden Hübschen ja nicht schlecht reingefallen, was? Also ich muss doch wirklich bitten. Na, nun stellen Sie sich doch nicht so an. Ihr Mann hat Sie doch auch erwischt. Bitte, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich mir diesmal auch nichts und das ärgert mich am meisten. Aber mein Mann, dieser Dussel, der sonst nie was gemerkt hat, will sich nun scheiden lassen. Wegen Herrn von Giersdorf. Naja, halte ich mich eben an den. Glauben Sie denn, dass er Sie heiraten wird? Heiraten? Nee, einmal langt. Nee, eine schicke Wohnung soll er mir einrichten. Mit Staubsauger. Und ein Schlafzimmer in Reseda. So wie Sie das haben. Wieso kennen Sie mein Schlafzimmer? Na, ich bin doch mit Ihrem Mann nach Haus gegangen. Wann das denn? Als Sie verreist waren. Was? Ach, keine Angst, mich hat keiner gesehen. War ja morgens um 4. Was morgens um 4? Der Herr Oberregierungsrat lässt bitten. Na denn, Mann, schön. Jo, jetzt mal müssen Sie mir noch sagen, was ist Ach, denn da da war doch gar nichts bei. Ich erzähle Ihnen das ein andern Mal. So eine Person in meiner Wohnung bis morgens um 4. Na warte, mein kleiner Moppel. Dich lehr ich das Hoppeln. Hier geblieben. Wir sind geschiedene Leute, getrennt von Tisch und Bett. Du hast das gerade nötig, so mit mir zu reden. Nach allem, was ich über dich erfahren habe. Mich? Oder willst du vielleicht abstreiten, dass du, als ich weg war, eine Frauensperson mit nach Hause genommen hast? Ach so, das meinst du. Ja, das meine ich. Das war doch alles ganz anders. Sie hat mich mitgenommen. Du gibst es also zu? Ja, ich weiß ja selber nicht, wie das alles passiert ist. Aber alles, was ich in dieser Nacht angestellt habe, ist bloß aus Liebe geschehen. Aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu mir? Jawohl. Bloß darum habe ich mir einen angetüdelt. Ich habe mich also geschämt, dass ich wieder nicht befördert worden bin. Und naja. Darum habe ich doch eine Lütte Spritztour mit dem Regierungsdirektor gemacht. Aha. Ja, ich wollte gut Wetter für dich machen. Aber wenn du glaubst, dass zwischen ihm und mir auch mal nur so ein bisschen... Nee, das konnte ich mir ja auch gar nicht denken. Und wie konnte ich dann ahnen, dass du mit ihm ins Hotel gehst, bloß um mir eine Freude zu machen? Da reden wir noch zu Hause drüber. Ja? So, nun geh, Mann, der neue Senatsrat kann jeden Moment kommen. Ja, tja, der Mann tschüss. Ja. Augenblick noch. Hier, für dich. Für mich? Für dich. Und komm hier nicht zu spät nach Haus, mein Moppelchen. Nee, mein Händlein. Für mich. Denn nicht. Guten Tag, Herr Regierungsrat. Ah, der Herr Badrian, ja. Ich kann Ihnen versprechen, wir werden mit Ihrem Nachbarn kurzen Prozess machen. Das werden Sie sich gewiss noch überlegen. Das muss ja ganz schön peinlich für Sie sein. Wenn man bei so einer Gelegenheit seine eigene Frau erwischt. Also, bester Mann, nun werden Sie mal nicht unverschämt, ja? Und überhaupt, was geht Sie meine Privatsachen an, ja? Ihre Angelegenheit geht nun Ihren Gang, mehr habe ich Ihnen nicht zu sagen. Ah, tschüss, da ist die Tür. Sie schmeißen mich raus? Jawohl. Ich werde mich über Sie beschweren. Tun Sie das? Ich werde Sie ablehnen, von wegen befangen Sie. Raus! Kastrierter Amtsschimmel.
Frechheit! Kastrierter Amtsschimmel. Wer, ich? Nee, er. Er? Ja. Ah. Oh. Mein lieber Ditscher, Ja. ich muss Sie dringend sprechen. Steht zu Diensten, Herr Regierungsdirektor? Ja, erstmal muss ich was klarstellen. Ja, ich höre. Sie werden mir ja wohl glauben, wenn ich sage, dass zwischen Ihrer Frau und mir auch nicht so viel... Ja, klar, ja. Aber das hat ja wohl mehr an meiner Frau gelegen. Ja, ich war ja wie vom Donner gerührt, als ich erfuhr, dass die Dame Ihre Frau ist. Ja, so eine schöne Frau haben Sie mir doch gar nicht zugetraut, was? Nee. Ich wollte sagen, sie war ja sehr darauf bedacht, ihr Inkognito nicht zu lüften. Jetzt ist mir natürlich auch klar, warum sie meine Einladung überhaupt angenommen hat. Sie hat wohl gedacht, dass ich Privat und Dienst nicht auseinanderhalten kann und etwas für die Karriere ihres Mannes tun könnte. Wie Frauen sich das so eben vorstellen, nicht? Sowas gibt es doch gar nicht. Und so eine Protektion haben Sie doch auch gar nicht nötig. Ja. Ein Beamter mit Ihren Qualitäten. Und wie Sie auf diese Angelegenheit losgegangen sind, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Wirklich zu nett von Ihnen, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich heute Morgen schon dem Herrn Senator davon berichtet und ich freue mich, dass ich der Erste bin, der Ihnen zu Ihrer Beförderung gratulieren darf, Herr Oberregierungsrat. Oh, Ober? Ja, dann habe ich das doch geschafft. Ja. Und da ist noch etwas. Ich habe gehört, Sie haben über das, was da in Dun, darüber haben Sie einen Bericht geschrieben? Ganz lang sogar. Komme ich auch darin vor? Natürlich. Aber ich meine, die Stelle können wir ja auch wegstreichen. Was in dem Bericht zu lesen ist doch alles Kohl. Vernichten wir es zu Ihrem und zu meinem Wohl, Herr Oberregierungsrat. Ober! Hab ich richtig gehört? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Wacker, danke. Vielen Dank. Aber Wacker, nun weiß ich, wie die Kiste geschoben wird. Nun sollen die mich hier alle mal kennenlernen. So, hier ist der Bericht. Ja, gut. Und, darf ich jetzt wohl weg? Ich muss nämlich zur Bahn. Geht um eine wichtige Familienangelegenheit. Meinetwegen. Aber erst müssen Sie hier noch was ändern. Hier, diese 3 Seiten kommen raus. Aber dann stimmt das doch alles nicht mehr. Ja, darum müssen Sie den Bericht ja auch eben schnell nochmal schreiben. Kommen Sie, ich zeige Ihnen wie. Dann kann ich mich ja gar nicht mehr umziehen. Die brauchen alle nicht Augenblicken. Ach du Grüß, der schon wieder. Meine Frechheit. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Das lasse ich mir nicht gefallen. Sie sind ja so in Rage. Ja, ist das denn ein Wunder, wenn man hier behandelt wird wie der letzte Hühnerdieb? Sagen Sie mal, wenn man sich über einen Beamten beschweren will, wer ist dafür zuständig? Ja, das kommt darauf an. Was ist denn das für ein Beamter? Regierungsrat. Ja, dann müssen Sie mit dem nächsthöheren sprechen. Und wer ist das? Der Oberregierungsrat. Gut, dann melden Sie mich bei dem an. Ja, das können Sie haben. Herr Oberregierungsrat? Ja? Ein Herr möchte Sie sprechen. Ich komme. Er kommt. Wo ist der Herr? Hier. Was? Sie schon wieder? Danke, Wacker, danke. Donnerwetter. Was haben Sie denn nun schon wieder zu quaken? Herr Quaken, das muss ich mir verbitten. Also, soweit kommt das noch, ja? Ihr Verbitten werde ich Ihnen verbieten. Hm? Sie sind Luft für mich. Ich will nach dem Oberregierungsrat. Ich bin der Oberregierungsrat. Ja. Sie? Ja. Seit ein paar Minuten. So, und langt mir das. Da ist die Tür. Möchten Sie nicht mehr sehen? Auf Wiedersehen. Raus. Ich werde mein Recht schon noch kriegen. Na, dann mal zu. Dann gehe ich eben zur nächsthöheren Distanz. Instanz. Zu der auch. Bitteschön. Sie werden mich kennenlernen. Sie sind vollgefressener Aktenwurm. Vollgefressener Aktenwurm. Wer, ich? Nee, er. Er? Ja. Aha.
Der Emmerich. Ja, ich kann mir nicht helfen, Herr Kollege, aber Sie sehen aus wie der Petersilienkönig nach dem Hagelschauer. Haben Sie sich da in Dun denn nicht gut amüsiert, Herr von Vincent? Machen Sie sich mal auch noch lustig über mich. Ich bin sowieso schon wütend. Ja, weil Sie es nicht geschafft haben, mir Hörner aufzusetzen, Herr Kollege, ja? Ach, Sie haben mich doch glauben lassen, die bewusste Dame wie Ihre Frau. Ja, den kleinen Denkzettel musste ich Ihnen verpassen. Da habe ich Sie am Hals. Ja, da haben Sie Pech gehabt. Naja, Sie werden diese Dame schon zahm kriegen, was? Ach, Sie haben doch keine Ahnung von Tutti und Blasen. Tuten und Blasen. Auf jeden Fall will ich hoffen, dass Sie mir nicht noch mehr Scherereien machen und die Sache vergessen. Wie meinen Sie das denn? Ich habe da sowas von Bericht gehört. Ja, der ist fix und fertig. Da drin ist alles fein, akkurat dokumentiert. Mein lieber Ditscher, das geht nicht. Der ganze Kram, ich meine, wo es um mich geht, das muss raus aus dem Bericht. Allein schon wegen meiner Karriere. Ja, ich glaube, allein schon wegen meiner Karriere muss das da drin bleiben. Ah, ich verstehe. Ja, ich habe doch gewusst, dass Sie ein verständiger Mensch sind. Mein lieber Ditscher. Ja? Was Ihre Karriere angeht, würde ich natürlich alles für Sie tun. Sie wissen ja, mein Onkel, der Senator, ich gehe gleich zu ihm hin und ich glaube, ich kann Ihnen versprechen, dass Sie heute noch Oberregierungsrat werden. Ober? Also da brauchen Sie mir dann nicht mitzukommen, ja? Nicht. Das werden Sie heute Tag. So, wird doch jeder. Schauen Sie sich an. Und das bin ich ja schon. So? Ja, da hat mein Freund, der Herr Regierungsdirektor Bredenbeck, schon für gesorgt. Ja, denn weiß ich auch nicht. Ja, denn denken Sie mal nach. Ihnen wird schon was einfallen. Ich jedenfalls bin dahinter gekommen, dass Sie bis jetzt alles verkehrt angefasst haben. Ich hätte schon viel früher nach Dun fahren sollen. Und wenn ich Glück gehabt hätte und mir wäre der Bürgermeister begegnet, dann wäre ich heute schon Senator. Was ist denn mit dem los? So kenne ich ihn ja gar nicht. Was mache ich denn nun? Herr Regierungsdirektor! Herr Regierungsdirektor! Was ist denn? Dr. Grimmeisen ist da! Wo denn? Ist schon auf der Treppe. Dann will ich gleich mal. Da ist er schon. Oh. Guten Tag! Lehmann. Oha! Regierungsdirektor Bredenbeck. Hey, Dr. Grimmeisen, sagen Sie mal, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann muss ich Sie mal verwechselt haben. Wollen der Herr Senatsrat nicht ablehnen? Danke. Ja. Oh, ist Ihnen ein Malheur passiert? Ja, ich hab da was ins Auge bekommen. Verkehrsunfall. Oh, das tut mir aber leid. Ach, das sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, darf ich Sie nur mit den Kollegen bekannt machen? Bitte. Erstmal will ich mich dem Herrn Senator vorstellen. Ach, seien Sie doch so nett, mich bei ihm anzumelden. Ja, aber gern doch, wacker. Jawohl. So, ich bin fertig. Lehmann! Wie kommen Sie denn hierher? Sagen Sie mal, wer ist denn dieses Fräulein? Eine Stenotypistin, Fräulein Dietrich. So. Angenehm. Ja, aber bitte setzen Sie sich doch, Herr Senatsrat. Wer ist das? Mein liebes Fräulein, Sie haben doch eben gerade gehört, wer ich bin. Und ich denke doch, Sie werden den harmlosen kleinen Scherz vergessen, zu dem ich mich kürzlich habe hinreißen lassen, nicht wahr? Was geht sich von selbst? Sehen Sie sind ein gescheites Mädchen. Jetzt reicht's aber! Was?
Sie sind auch hier? Jawohl, Herr Lehmann. Und Sie sind so dreist und... Ach was, das hier ist meine Braut. Merken Sie sich das. Und wenn Sie noch einmal... Was ist sowas fällt Ihnen Aber ein? ist doch wahr und Entschuldigen Sie bitte, Herr Senatsrat. Ja, was? Ich muss Sie mit jemand anderem verwechseln. Sie haben nämlich eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem gewissen Herrn Lehmann. So, ja, das erklärt natürlich das eine und andere. Ja, damit ist die Sache dann ja wohl aus der Welt, oder? Was Sie meinen, Regierungsrat. Entschuldigen Sie, Senatsrat. Sie sollen nicht wieder vorkommen. Ich muss... Oh, bitte nochmals um Vergebung und gute Zusammenarbeit. Vielen Dank noch für den Abschluss, Fräulein. Vielen Dank, dass Sie mir eben aus der Klemme geholfen haben. Unter uns, ich bin wirklich dieser gewisse Lehmann. Ich weiß, ich habe Sie ja doch gleich wiedererkannt. Aber bitte, setzen Sie sich doch. Danke, ach, das ist mir vielleicht unangenehm. Wäre ich doch noch nicht auf die Schnapsidee gekommen, in dieses verdammte Doomen zu fahren. Ich habe mir, was weiß ich, davon versprochen. Ich wollte auch mal was erleben. Ja, Sie können das bestimmt nicht verstehen, aber wenn man als alter Einspänner 20 Jahre in Schleswig sitzt, wo einen aber auch jeder kennt und wo man nichts anderes zu sehen bekommt als Schleswiger, dann kommt man sich zuletzt selbst wie ein Schleswiger Brauereipferd vor. Dann heißt es auf einmal, man kann sich verändern nach Hamburg, man kann wieder durchstarten. Man sagt sich, das ist ja eine richtig große Stadt, da kennt einen niemand. Da kann man endlich mal die Puppen tanzen lassen. Und haben Sie? Och, die haben mich alle nicht rangelassen. Naja, was soll's, ich bin ja mit einem blauen Auge davongekommen. Ja. Aber dass ich all die Leute, mit denen ich mich in Dunen rumgestritten habe, hier in der Behörde wiederfinde, na, das ist doch nun wirklich Pech. Ja. Der Senator lässt die Herren bitten. Ja, dann wollen wir mal. Morgen, Herr Regierungsdirektor. Moin, moin. Lehmann! Da kennt mich schon wieder jemand. Genau wie in Schleswig. Sie gehören auch nach Schleswig. Was will der denn hier? Ach, Herr Kollege, ich habe gerade gehört, der neue Senatsrat ist schon im Haus. So? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber bitte, lieber Herr Kollege, setzen Sie sich doch. Ich habe eine Überraschung für Sie. Ach was? Ich komme direkt vom Senator. Oh. Bleiben Sie doch sitzen. Also, als ich mit meinem Onkel über Sie gesprochen habe, hat er gesagt, es wäre höchste Zeit, und er hat sich Stantepede zum Regierungsdirektor gemacht. Ach, Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Sie kriegen das heute noch amtlich schwarz auf weiß. Also das geht ja nun alles so schnell, da kommt man ja gar nicht mehr mit. Naja, auf jeden Fall. Mein Glückwunsch. Oh ja, danke. Danke. Jetzt, wo ich Ihr Vorgesetzter bin, kann ich Ihnen das ja sagen. Ne? Ihre Nase hat mir noch nie gepasst. Aber die Beförderungen machen viel wieder gut. So, hier ist der Bericht. Ach so, ja. Der muss ja noch mal geändert werden. Nochmal? Ja, hier, diese 5 Seiten kommen raus. 1, 2, 3, 4. 5. Ja, natürlich. 5. Jetzt muss ich das Ganze nochmal schreiben. Ach was? Bloß der Schluss wird anders. Kommen Sie! Aber Patrick, bist du kein Zoch? Entschuldigen Sie, Mr. Mann. Ja, bitte. Ich habe bloß eine Frage. Ich möchte mich über einen Beamten beschweren, über einen Oberregierungsrat. Um wen handelt es sich? Um einen Herrn Ditscher. Dem werde ich schon beibringen, wie man einen anständigen Bürger und Steuerbezahler behandelt. Dann müssen Sie mit seinem Vorgesetzten sprechen. Und wer ist das? Das ist der Regierungsdirektor. Aha, dann werde ich mich bei dem anmelden lassen. Nicht nötig. Ich sage ihm eben Bescheid. Herr Regierungsdirektor? Ja? Hier möchte Sie jemand sprechen. Ich komme gleich. Er kommt gleich. Vielen Dank. Da nicht für. Wo ist der Herr? Hier. Sie schon wieder? Jawohl, ich. Sie sind... Regierungsdirektor. Jawohl. Seit 3 Minuten. Das geht doch so gar nicht. Doch. Und wo das nun gerade mal so gut flutscht mit der Beförderung, höre ich dann so schnell auch nicht wieder mit auf. Das ist ja zum Verrücktwerden.
Ja, Herr Badrian, was haben Sie denn nun schon wieder zu quäsen? Ne? Ich habe Ihnen doch gesagt, das geht alles seinen Gang und Ihr Herr Nachbar, kriegt die Konzession entzogen. Das wäre noch schöner. Was? So eine abartige Ungerechtigkeit. So. Das lasse ich mir nicht gefallen. Was? Sie wollen dem armen Stackel seinen Laden dicht machen. Ja, der so viel Gutes für die Menschen tut. Der dafür sorgt, dass die armen Stadtleute am Wochenende mal ein bisschen an die frische Luft kommen. Du wirst der Hund aber in der Pfanne verrückt, ja? Vor 2 Tagen haben die noch ganz anders geredet. Ja, aber inzwischen bin ich mir mit dem Mann einig geworden. In Zukunft arbeiten wir zusammen und ich werde sein Champignon. Kompagnon! Und aus meiner Villa machen wir eine Depang. Das wird auch ein Hotel. Wissen Sie, ich habe ja schon viel erlebt, ja? Aber sowas von Dreistigkeit habe ich noch nie erlebt! Raus! Kommen Sie mir nicht so, das sage ich Ihnen. Das wird Ihnen noch leid tun, Sie. Raus! Sesselpuper! Frechheit. Sesselpuper! Wer? Ich? Nee, er? Ja? Ja. Aha. Ah. Schön, dass ich Sie sehe, mein lieber, verehrter Herr Ditscher. Ja, das glaube ich Ihnen nicht. Ne? Frau Augen. Also ich habe mit großer Freude gehört, dass Sie ja nun Oberregierungsrat geworden sind. Nee, das geht schon nicht mehr. Ich bin schon wieder ein höher gekrabbelt. Dann gratuliere ich Ihnen auch. Oh, danke. Ja, wissen Sie, der Mensch, der ehrlich, anständig und fleißig ist, der bringt's auch zu was. Ja. Wenn man ab und zu so ein bisschen nachhilft, ne? Ja. Aber Sie wollten mich was fragen? Ja, natürlich. Ja. Sagen Sie mal, hören Sie mal eben, Sie haben da doch sowas gesagt, von wegen, dass Sie die Sache mit diesem Hotel, Sie wissen schon, was ich meine, ne? Ja, also, dass Sie diese Vorkommnisse schriftlich niederlegen wollten. Ja, das habe ich auch getan, ja. Aha. Auch soweit Sie mich betreffen? Ja, natürlich, ja. Doch, das ist alles fein, akkurat, dokumentiert mit Punkt und Komma. Menschenskind, da warten die Leute von den anderen Parteien doch bloß auf und die Zeitung ist weg. Oh, das geht ein schön knalleratat. Ja, Herr Ditscher. Also, ich würde sagen, das Beste ist, Sie lassen mich da einfach raus. Geht das wohl? Ja, wenn ich Ihnen damit eine Freude machen kann. Schönen Tag. So, jetzt habe ich das 2. Mal alles geändert. Ich will hoffen, dass jetzt alles richtig ist. Augenblick. Wissen Sie was, Frau Haubenschild? Ich habe da gerade eine gute Idee. Wissen Sie, wir lassen das ganz einfach. Das mit dem Bericht. Und dafür habe ich meinen Zug verpasst. Oh, passen Sie auf, Mindern, hier haben Sie Geld. Nehmen Sie sich einen Taxameter und dann schaffen Sie das noch. Fritz, ich komme! Oh, geht Ihnen das auch wieder besser, Frau Haubenschild? Ja, natürlich. Ja, also bloß schade, dass unsere Wochenendkavaliere nun schon fein raus sind und sich ins Fäustchen lachen. Nicht? Ja, aber das hat ja nun alles bald ein Ende. Unser neuer Senatsrat Dr. Grimmeisen, ein Mann mit strengen moralischen Grundsätzen. Ich würde mal so sagen, der wird da schon P vorsetzen und die Leute zur Raison bringen. Nicht? Ja, man, dieser andere vermaledeite, ausverschämte wüste Geselle. Ach, dieser Schubiak von Lehmann. Genau, also der soll seine Strafe kriegen. Ich habe schon der Polizei Bescheid gesagt, dass sie ihn suchen sollen. Ja, dann soll dem Udelsmann in die Hufe kommen, solange noch sein Veilchen blüht. Entschuldigung. Oh, sagen Sie mal, ist Herr Dr. Grimmeisen noch beim Senator? Nein, der Herr Senatsrat ist bereits in seinem Büro. Was, der ist schon da? Dann muss ich mich ja bei ihm vorstellen. Sie dürfen natürlich zuerst, Frau Augenschön. Ich habe sowieso noch was mit meinem Kollegen von Giersdorf zu bereden. Danke, Herr Ditscher. Dafür, Frau Dann Augenschön. melden Sie mich bitte ab. Jawohl. Herr
bereit. Frau Abgeordnete Haubenschild möchte gern mit dem Herrn Senatsrat sprechen. Ich lasse bitte. Der Herr Senatsrat lässt bitten. Bitte sehr. Das geht schon wieder los. Aber meine verehrte Achso, kommen Sie mir nicht so nah, Sie Fummelhannessi. Aber nun lassen Sie mich das doch erklären. Bleiben Sie mir vom Leibe, Sie Schleswiger, Hengst Sie. So ein Pech aber auch, das hat die Welt noch nicht mehr erlebt. Ja, was ist denn nun passiert? Ja, was? Ja. Wo? Der Kakadu! Ich muss zum Senator. Bringen Sie mich Stante P. zum Senator. Da ist er ja. Da haben wir ihn ja. Lehmann. Das Lehmännchen. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sind aber auch sowas von stößig. Kommen hier an und laufen dem Polizeireferenten direkt über in die Arme. Wer bitteschön sind Sie? Ich bin Regierungsdirektor Ditscher. Auch das noch. Ja, und nun wollen wir doch mal rausfinden, wer Sie wirklich sind. Nein, das ist nicht nötig, ich werde es Ihnen erklären. Ich bin... Der Senatsrat, der Senator möchte Sie noch was möchten. Ich komme schon. Wer ist das? Ich werde bei der Gelegenheit gleich mal um einen längeren Urlaub bitten. Ich kann Ihnen verraten, der ist schon bewilligt. Und ich hatte mich so auf Hamburg gefreut. Das ist der neue Senatsrat? Das war er. Er ist erstmal suspendiert. Und Sie übernehmen erstmal seinen Posten. Ich? Wieso ich? Ja, der Senator hat von heute Morgen von überall her so viel Gutes über Sie gehört, dass er meinte, Sie wären der richtige Mann dafür. Allmählich wird die Sache unheimlich. Entschuldigen Sie, bester Mann. Nee, Mit Ihnen habe ich überhaupt nichts zu schaffen. Bloß eine Frage. Wer ist der Chef von einem Regierungsdirektor? Der Senatsrat. Mit dem muss ich Stante P. sprechen. Bitte, hier steht er. Herr